Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier am Ellis River, wo wir noch mit der letzten Mission mit diesen Jetskis hergefahren sind. Und ja, jetzt in dieser Folge würde ich mal sagen, wir gehen zum, jetzt weiss ich gar nicht, haben wir gesagt, zum Lester. Ich weiss es leider gerade nicht mehr, das ist schon ein Weile her, als ich GTA aufgenommen habe. Da steht irgendwie nirgendwo ein Auto, das ist ein bisschen doof. Ich weiss aber nicht mehr, wo wir, oder was ich gesagt habe in der letzten Folge, weil ich habe die letzte Folge gerade auch nicht mehr geschaut oder nicht mehr im Kopf, was ich gesagt habe. Ich würde aber sagen, wir gehen zum Lester, weil wir haben schon lange keine Mission mehr gemacht, eben mit dem Franklin hauptsächlich. Also zwar die letzte war ja auch eine Franklin-Mission, aber der Trevor ist schon recht lang vorgekommen und der Michael auch. Und ich glaube, das habe ich auch das letzte Mal so auch in dem Stil gesagt. Darum ja, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt zum Lester. Dort haben wir so die Auftragskiller-Missionen, kann man sagen. Und dann machen wir doch die mal schnell. Ich würde sagen, wir springen mal schnell runter zum Lester, weil wir sind hier auf der Straße und alles, das würde das Let's Play nur unnötig in die Länge ziehen. Darum würde ich sagen, wir sehen uns gerade wieder, wenn wir beim Lester sind. So, also wir sind jetzt hier unten am Strand und da sollten wir den Lester irgendwo treffen. Dann gehen wir das gerade mal abchecken. Ich weiß nicht, ob die Mission jetzt aber in der Nacht stattfindet oder ob es jetzt dann wieder auf Tag switcht. Wir sehen es jetzt gerade. Mal schauen, was jetzt da kommt. So what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollis? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollis, sort of a super Mollis, and it's called Priapols, and it's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate, middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollis, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Gut, also jetzt müssen wir zum Hotel und dann müssen wir ein Attentat verüben an jemandem. Jetzt müssen wir schauen, steht das Auto noch da? Gut. Der SUV gefällt mir also gut da. Ich nehme lieber den. So. Hoppala. Ja, also rückwärtsfahren in der Ego-Perspektive ist echt eine Katastrophe. Allgemeines Fahren in der Ego-Perspektive ist nicht so geil. Ich weiß einfach nicht, eben, also ich könnte mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie jeder das so sieht, aber spielt ihr in der Ego-Perspektive oder überhaupt nicht oder zwischendurch mal oder ich weiß halt nicht, also ich kenne jetzt, muss ich eben, wie gesagt, oder schon wie am Anfang vom Let's Play schon gesagt, ich kenne niemanden persönlich, der sagt, ich spiele das GTA nur in der Ego-Perspektive, kenne ich niemanden, also ich auch nicht, weil also für mich ist GTA immer Third Person, nie First Person und darum finde ich auch irgendwie, dass First Person ein bisschen überflüssig ist, meiner Meinung.
klar, es hat auch, ich sage schon mal, noch so 2-3 Sachen, die von Vorteil sind. Jetzt gerade zum Beispiel auch, dass eben Sachen ein bisschen detaillierter kannst anschauen oder näher kannst anschauen und so. Also es gibt schon 2-3 Sachen, die cool sind, von Vorteil sind. Aber sonst... sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson vom Hotel abzuholen. Bla bla bla, plane den Angriff schnell und suche einen guten Platz und eine gute Sicht auf das Hotel. Okay, gut. Das Problem ist, es ist Nacht. Das zweite Problem ist, mein Fenster im Rücken ist offen, wo voll für Fernsehen ballert und dementsprechend sehe ich nichts. Ich gehe jetzt mal schauen. Kann ich da aufs Auto tun? Okay, wir müssen jetzt noch schnell kurz eine Minute warten. Dann chillen wir so schnell und dann würde ich sagen, wir sehen uns gerade wieder, wenn die Minute um ist. Okay, wir haben ihn, glaube ich, verwünscht. He? Ich habe nichts gesehen, aber ich glaube, wir haben ihn verwünscht. Dann sind wir das Gebiet verloren. So, sehr gut. Wir haben es geschafft. Schon beim First Try, glaube ich, wo ich in der Third Person gespielt habe, GTA. Dort haben wir es nicht geschafft. Aber jetzt sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Wenn wir nur noch Cops verlieren. Das sollte aber auch nicht so ein riesen Ding werden eigentlich. Oh shit. Oh, Baum. Fahren durch. Oh shit, der Drecksbaum, Alter. Der hätte ja auch böse ins Auge gehen. Ah, ich hasse da, wenn es dunkel ist, Mann. Und wenn ich da am Fahren bin und dann nachher hinten noch das Fenster offen habe und die Sonne reinballert und mir nachher da... Das ist so, als würde ich auf einen Spiegel schauen. So, Hotelmord. Haben wir bestanden und sogar Gold geholt, weil wir die Missionszeit erreicht haben. Sehr gut. Und Scharfschützabschuss haben wir noch gemacht. Sehr, sehr gut. Und dann können wir jetzt eigentlich weitermachen mit den Missionen. Ich würde jetzt mal sagen, wir wechseln zum Trevor und machen dort mal weiter. Wir Leute noch im Restaurant. I know. Good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little successful, so I figured we needed some tangible assets, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Gut, also ja, jetzt haben wir eine neue Wohnung mit dem Franklin in Vinewood, in Vinewood Hills oben, also ein richtig nices Apartment. Die gehen wir aber später her. Wir gehen jetzt zum Trevor und machen dort noch weiter. Ah, Trevor war etwas am Schreiben gewesen, okay. Die Cutscene habe ich jetzt also auch noch nie gesehen. Gut, also wir müssen jetzt zum Floyd fahren. Okay, der ist jetzt am Arsch von der Welt und der Floyd ist ja da. Gut, ich schaue, wenn ich jetzt gerade auf den Timer schaue, sehe ich gerade, dass wir schon rund etwa so, sagen wir mal, plus minus 10 Minuten sind, ja, denke ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier beenden, weil sonst wird dann das Video wieder ultra lang und ja, ich mache immer so die Folgen zwischen 10 und 15 Minuten eigentlich etwa halten. Darum sage ich mal, was es war mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach immer einen anderen Teil wieder. Bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!